Ho, 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 ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic auf Pelzig. Und das mal auch wirklich das letzte Mal ho, ho, ho in dem Jahr für Gothic. Da müssten wir gerade mal gucken. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen zweiten Weihnachtstag. Ich Knödelkorb habe jetzt übrigens bei dem Golem vergessen, dass der ja, dass der stumpfe Waffe braucht, um den besiegen zu können. Kann ich den... Nee, das bringt uns überhaupt nichts. Das ist nicht so gut. Und bei dem kann ich auch ordentlich auf die Fresse kassieren, wie ihr sehen könnt. Das war jetzt nicht so gut. Muss ich gerade mal gucken, ob ich noch irgendwas Stumpfes parat, einen Hammer oder so einen Streitkolbe. Nur Äxte, Schwerter, Spitzhacke. Eventuell komme ich mit dem Spitzhacke durch. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher. Wir können sie mal ausprobieren. So, komm mal her. Nee, ich glaube, damit kommt man nicht so besonders gut durch. Okay. Ups. Nee, damit kommt man nicht besonders weit. Ja, bleib du mal fort. Ich brauche nämlich einen stumpfen Gegenstand, um gegen das Biest vorgehen zu können. Anders bringt uns das nix. Bräuchten wir Schlagwaffe. Mist. Ich hätte bei unserem Verkauf von der Gegenstände, hätte ich definitiv noch dran denken sollen. So ein Mist. Jetzt bräuchte ich erstmal eigentlich wieder einen Hammer oder ähnliches. Gerade mal gucken, ob wir hier möglicherweise einen Streitkolben oder so finden. Das war das, was wir auch von außerhalb gesehen haben. Vom Kastell. Da müssen wir später auch nochmal hingehen. Aber ich würde jetzt erst einmal kurz reingucken. Um da möglicherweise noch was zu finden, was wir brauchen könnten. Nee, da geht's nur runter. Aber das Gebiet kommt erst später. So ein blöder Mist, so ein blöder. Das ist jetzt natürlich eher suboptimal. Weil ich suche eine stumpfe Waffe. Und die können wir nicht angehen. Also ohne die können wir den Golem nicht angehen. Das ist jetzt natürlich nicht mitgedacht von meiner Seite aus. Oh, das Klettern funktioniert mal. Ja, hätte ich es mir lieber nicht gesagt. Funktioniert es hier? Nee. War ja klar, dass es irgendwie wieder hapert. Sein Scheiß. Hier? Nee. Ach nicht, aller hopp. Dann do. Pff. Oh ja, das war sehr clever. Okay, Funktioniert das mit einer Zauber? Eventuell bringt uns Feuersturm weiter. Schauen wir doch einfach mal. Nee, bringt uns auch nicht weiter. Okay. Haben wir noch irgendwas, was bei dem Golem was bringen könnte? Irgendein toller Zauber. Ansonsten würde ich sagen, lass mal den Golem doch mal Golem sein. Und probieren mal hier hoch zu klettern. Ah, danke. Okay, da hat er uns schon mal hochgeprügelt. Das kann auch nicht so verkehrt sein. Möglicherweise kommen wir da auch noch wo hier. Nee, da ist der etwas außer Rand und Band gerade, der Golem. Na, dann lass ich dich mal Golem sein. Rostiges Schwert. Da ist der nächste. So. So viel zu dem Golem. Huch, der andere, der stürmt auch noch hinterher. Geh fort. Geh fort, du hässlicher Gewitterputzer. So, und da haben wir der nächste Golem dann. Da brauchen wir einen Eisspruch. Oh, da kommt er ja schon. Kommt er schon arg flitzt. Scheiße. Ja, also an denen kommt man auch irgendwie noch vorbei. So, der Steingolem stört mich trotzdem ein bisschen. Das heißt, ich will jetzt auch noch einmal gucken, ob ich da einen gescheiten Eiszauber noch habe für den. Eispfeil, Kugelblitz, Pyrokinese, Eisblock, Feuersturm. Wir probieren es einfach mal mit Eisblock. Oh, es leckt gerade ein bisschen. So.
Probieren wir es nochmal mit Eisblock aus. So. Feuergolem. Huch. Das war jetzt auch nicht gerade so klug, oder? Ich bezweifle, dass es jetzt allzu klug war. Ja, kreisch du mal. Kreisch du mal, du Knarzer. Dann probieren wir halt mal eine Kugelblitz beim aus. Aber das dürfte eigentlich dann irgendwie noch schade machen, hoffe ich. Kugelblitz. So, probieren wir es doch einfach mal aus beim Feuergolem. So. Und... ja, das macht schade. Sehr schön. Gut, dann brauchen wir für später... ah, Herz eines Feuergolems. Dieses Herz stammt aus den Überresten eines besiegten Feuergolems. Es hat die Kraft, einen Gegner in Flammen aufgehen zu lassen. Gut, nehmen wir doch. Genauso wie das andere Herz noch, was hier rumliegt. So, das vom Eisgolem. Brauchen wir nur noch für das Steingolem einen Hammer oder sowas. Stück eines Eisgolems. Dieses Stück stammt aus den Überresten eines besiegten Eisgolems. Herz eines Eisgolems. Dieses Herz stammt aus den Überresten eines besiegten Eisgolems. Es hat die Kraft, einen Gegner zu Eis erstarren zu lassen. Perfekt. Gut, dann gönnen wir uns noch so ein paar Tränke. So ein 30er dürfte drin sein. Aber ja, natürlich, ich hätte bedenken sollen, dass ich noch einen Streitkolbe brauche. Das heißt, einer von den Steinbrecher oder wie die Dinger heißen, so einen hätte ich noch definitiv mitnehmen sollen. Mist. Fuchst mich jetzt ein bisschen. Aber wenigstens die anderen 2 Golems habe ich gekriegt. Dann gucke ich mich auch nochmal hier in der Umgebung von Xardas Turm um. Hier haben wir noch so ein kleiner Fluss. Oder See. Oder irgendwas, ja. Könnte aber auch genauso gut mal früher ein Fluss gewesen sein. Haben wir hier noch irgendwas? Beim Sumpf oder so? Ich glaube, darüber erinnere ich mich noch an das Skelett, was einen Ring bei sich trägt. Ich glaube, so ganz düster ist da noch irgendwas. Könnte natürlich auch bei Gothic 2 gewesen sein. Könnte bei Gothic 2 gewesen sein, ja. Okay, also hier finden wir erstmal nichts. Schade. Schade, schade, schade. Dann muss ich mal später noch irgendwo einen Hammer organisieren oder einen Kolber. Na gut. Eventuell finden wir ja auch in Xardas Turm was. Auf jeden Fall ist da auch nochmal so ein Skelett an Turmeingang angebracht. Das spricht ja schon mal von einem äußerst freundlichen Mensch, der hier lebt. Dann mache ich auch hier den Dreier-Speicherpunkt gleich. Und was lebt dann hier? Flammendämon. Das ist aber nicht gut. Oh, Moment, wer spricht hier? Du sprichst zu mir. Wie kommst du in meinen Kopf? Du bist was? Der Diener deines Herrn? Du erscheinst mir eher wie eine Kreatur der Hölle. Ich soll schweigen. Ich soll schweigen. Ja, hier, ne? Heißt dein Herr und Meister zufällig Xardas? Aha, Namen sind also unwichtig. Okay. Ich gehe einfach mal davon aus, dass das hier der Turm von Xardas ist. Ich muss mit deinem Meister sprechen. Ich? Unwürdig? Was für ein Test? Ah, ich verstehe. Wer deinen Meister sprechen will, muss sich würdig erweisen. Moment, wie war das? Der Beweis? Sieg über was? Sieg über die Elemente. Stein. Eis? Feuer. Okay, das heißt, ich muss die Golem-Herze bringen. Sterblicher? Wer, ich? Ich gehe ja schon. Okay. Also gegen den müssen wir zumindest mal nett kämpfen. Rechts, links, links, rechts, rechts. Rechts, links, links, rechts, rechts. Rechts, links, links, rechts, rechts, rechts. Na also. Okay, dann haben wir noch ein paar Erzbrocken. Aber wie es aussieht, hat Xardas sich hier einen Flammendämon als Wache zugelegt. Aber ohne Streithammer kommen wir nicht weiter. Flammendämon. Ja, das sind auch ganz urangenehme Zeitgenosse, wenn man die als Gegner hat. Eventuell finden wir ja hier im Turm noch was. Wenn nicht, muss ich mal leider noch einer besorgen. Rechts, links, links, rechts, rechts. Rechts, links, links, rechts, rechts, rechts. Und das war's schon. Perfekt. 10,50er Heiltränke, 3
100er Heiltränke, 10 30er Mana-Tränke, 3 70er, ein Extrakt des Lebens für 10 mehr Lebensenergie und so Geschwindigkeitstränke noch. Perfekt. Okay. Das zwirbeln wir uns mal rein. Und dann... Tja. Sieht nicht gut aus, ihr liebe Leute. Sieht echt nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Seufz. Gut, die... Entschuldigung. Die Golem-Kadaver sind jetzt schon weg. Ja, ich brauche etwas, was Wuchtschade ausdehlt. Sonst gewinnen wir hier definitiv Land. Alte Streitaxt. Die bringt uns, glaube ich, auch nichts. Nee. Das sind alles Klingewaffe. Du gewinnen wir Land. Cheater. Dann muss ich mich kurz wegteleportieren und holen mir noch einen entsprechenden Kolber. So, gehen wir am besten ins neue Lager, würde ich sagen, zu der Wassermagier, ne? So. Bleibt dir nichts anderes übrig. Dumm gelaufen. So. Gerade mal gucken, ob du einer von der Händler möglicherweise was für mich hat. So ein Mist. So ein blöder Mist. Nicht mehr dran gedacht. Der Bogenhändler war der Wolf. Der wird nichts Passendes für uns haben. Also nichts, was wir wirklich effektiv gebrauchen können. Ich schau trotzdem mal bei ihm vorbei. Der hat nämlich selber auch einen Streitkolber. So. Hier. Handelt. Ich kaufe. Bla bla bla. Okay, da hat auch wieder Ärzte bei, nicht schlecht. Und ansonsten hat er nur Böger. Ne, die bringen uns nix. Die bringen uns eigentlich überhaupt nichts. So. Huch. Deine Entscheidung, zu den Wassermagiern zu kommen, war richtig. Willkommen, Bruder. Merci. Ansonsten hat man da auch noch ein paar Händler. Das war der wir verkloppt haben, der Shrike von der Trinkhalle. Der Offer war noch einer. Ja, genau, der da sitzt. Der da sitzt. Hier, der Sharky. So. Ich könnte... Bla bla bla. Sieht auch nicht aus, als ob der wirklich was Gutes für uns hätte. Schmiedehammer, ja, dann holen wir uns erstmal vorsorglich. Besser als gar nichts zu haben. Stahlzunge, das sieht auch noch ganz gut aus. Blutfliegenstachel, ne, Steinbrecher, genau das habe ich gesucht. Perfekt. Kriegshammer ist sogar noch besser. Götterhammer, ach Gott, Schädelspalter. Alte Streitachs, leichte Streitachs. Ach Gott, was der hier für 2 Handwaffe hat, der Kerl. Götterhammer. Götterhammer ist perfekt, denke ich. Kriegshammer wäre auch nicht verkehrt. Aber ich denke, der Götterhammer, der ist absolut perfekt für unser Ziele, die wir hier verfolgen. Das Ding können wir dann verkaufen. Die Dinger können eigentlich auch hinterher. Die Orkwaffe brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. 3 Pfeile oder so noch als Gegenwert und dann sind wir quitt. So. Ja, so leicht kann es gehen, liebe Leute. Zack. Wenn man sich gut vorbereitet und noch so ein Erzbrocken und dann ist gut. Gut. Alles klar. So, jetzt haben wir da auf jeden Fall auch unsere Ausrüstung. Verdammt nochmal. Da hätte ich wirklich früher dran denken sollen. Das fuchst mich jetzt ein bisschen. Aber wir können jetzt, um nochmal relativ schnell vor Rat zu kommen, können wir von den Tränken mal einer pischeln. Und dann geht es so. So, jetzt geht die Luzi ab hier. Ja, 2. Weihnachtstag. Wie liefen dann die ersten 2 Tage von Weihnachten für euch ab? Wie lief Heiligabend? Wie lief der erste Weihnachtstag? Und was habt ihr heute vor? Also bei mir ist es halt so, dass wir zum Nachbarort gehen. Ich glaube, ich habe es auch gestern schon gesagt. Und dann feiern wir mit der Vaterseite Weihnachten noch. Mit meiner Oma und mit meiner Tante väterlicherseits. Hocken wir uns da wieder zusammen, essen auch nochmal in großer Runde. Und verteilen auch nochmal unsere Geschenke. Und haben einfach nochmal einen schönen Tag. Und einen schönen Abend auch noch. Was macht ihr dann so? Fahrt ihr heute auch zu Verwandten oder wart ihr gestern schon bei Verwandten? Wie macht ihr das? Es wird mich echt interessieren. Ich finde es immer sehr
interessant, wie andere Leute Weihnachten feiern. Von daher habe ich doch großes Interesse daran zu erfahren, wie andere Leute das so begehen. Gibt ja Leute, die feiern am Heiligabend nur mit ihrer engsten Familie, so wie ich zum Beispiel auch. Und, also, was ist denn mit der engsten Familie? Ich feiere es halt mit meinen Eltern, weil ich habe ja selber leider noch keine Familie. Ich habe leider noch keine Frau, noch kein Kind. Aber andere Leute, die feiern ja dann mit Frau und Kind und feiern dann am 1. oder 2. Weihnachtstag mit ihren Eltern, beziehungsweise wenn sie haben, auch noch mit Großeltern. Und andere Leute, die feiern auch am 1., also direkt am Heiligabend mit ihren Eltern und mit ihrer Frau und mit ihrem Kind. Es würde mich mal einfach interessieren, wie feiert ihr dann so Weihnachten? Ich weiß ja auch nicht, wie, also ich glaube, die meisten von meinen Abonnenten haben auch noch keine Familie. Wüsste ich zumindest. Also, ich weiß, dass ich einen Verheirateten habe, der auf jeden Fall zuguckt. Ansonsten dürfte ich eigentlich doch relativ ungebundene Leute hier als Abonnenten haben. Melden euch doch einfach, gebt doch mal Bescheid, wie feiert ihr Weihnachten? Feiert ihr das mit der Familie? Feiert ihr das mit den Eltern? Also mit eigener Familie bzw. mit den Eltern? Würde mich interessieren. Ich finde sowas immer sehr spannend. Oh, da habe ich ja noch glatt ein Orkblatt vergessen. Und dann ist der Golem jetzt endlich dran. So, also Mann, da hätte ich natürlich dran denken können. Ich habe ja gewusst, dass die 3 Golems kommen als Gegner. Ich Dappschädel. Also hin und wieder bin ich doch etwas arg verpeilt und so ein bisschen Hutbrummer. Aber heute schaffen wir es wenigstens noch zu Xardas. Das ist ganz sicher. So, das war da, wo die Razor waren. Die Razor waren die letzte Blockade, bevor der Golem kam. So, da geht's dann hier einfach hoch. Ich weiß auf jeden Fall, Gesundheit Hugo. Der hockt auf dem Bett und hat mal wieder kräftig genießt im Schlafen. Jetzt ist er Wachwoche. Aber er schläft gleich wieder ein. So, wie gesagt, aus Gothic 2 weiß ich, dass da hinten dann eine Mine ist. Also so ein unterirdischer Gang, könnte man sagen. So, Götterhammer. Moment. Erst mal vorsichtshalber doch nochmal hier speichern. Nimm das! Na also. Mistkerl. So. Perfekt. So muss das sein. Herz eines Steingolems. Dieses Herz stammt aus den Überresten eines besiegten Steingolems. Es hat die Kraft, einen Gegner durch die Luft zu schleudern. Sehr schön. Jetzt komme ich auch endlich an das rostige Schwertrad. Das muss der Golem denn irgendwie nochmal in den Kopf gesteckt haben, nachdem man die Bär abgefetzt hat. Ach ja. Die meisten Leute sind gar nicht am ersten Golem vorbeikommen, wie es aussieht. Weil hier hat man keine Skelette mehr, bis auf die armen Sau, die hier noch an die Decke nachelt. Das Alter leckt es hier bei Xardas Turm. Das ist ja heftig. So, Flammi. Ich hab was für dich. Ich habe hier das Herz eines Steingolems. Was? Aha. Ein würdiger Beweis. Fehlen? 2 fehlen noch. Ich finde es irgendwie geil, dass der Dämon nicht spricht, sondern nur, dass der Hauptcharakter ihn im Kopf hört und so revidiert, was er ihm sagt. Ist dieses Herz eines Eisgolems ein Beweis? Und? Die Dualität. Der 2. Beweis. Einer bleibt noch? Ja, habe ich. Hier bitte. Was ist mit diesem Herz eines Feuergolems? Vollkommenheit? Ich bin würdig. Wenn er so ist, dann wünsche ich jetzt, deinen Meister zu sprechen. Gegenbeweis. Was für einen Gegenbeweis? Eine Rune. Eine Rune für mich. Nun, dann nehme ich die Rune der Teleportation als Zeichen der Würde an mich. Okay, perfekt. Dankeschön. Sterblicher? Wer ich? Ich gehe ja schon. Ja, in Gothic 2 ist es dann, glaube ich, der Fall bei Xardas Turm, dass man... Ah nee, Quatsch, das ist ein anderer Turm, den Xardas da hat. Aber in seinen alten Turm kann man auf jeden Fall auch noch zurückkehren. So, hier haben wir es doch, das Violette. Teleport zum Dämonenbeschwörer. Das ist ja mal auch geil, ne? Was war dann auf 9? Ach ja, der Kugelblitz. So, Teleport Dämonenbeschwörer. Wir erfüllen hier auch überhaupt keine Klischees oder so. So, ui, schick sieht's hier aus. Und was haben wir hier da? Eine Truhe und irgendwo schnauft in der Nähe und flattert ein Dämon noch rum. Aber ich glaube, gegen den müssen wir kämpfen. Ich habe noch so in Erinnerung gehabt, dass hier Dämonen sind, gegen die man kämpfen kann. 30er Mana-Tränke,
Und 50er Heiltränke. Das finde ich natürlich sehr praktisch. Der schnauft wie ein Gaul. So, aller hopp. Dann haben wir soweit fast gepackt. Und können hier nochmal einen Speicherpunkt anlegen. Dann schauen wir doch mal. Was hier abgeht. So. Na, wie sieht's aus? Ah, da muss ich klettern. Also irgendwie scheint das damit zu haben, dass er Leute an die Wand nagelt und die skelettiere lost. Ich weiß nicht, was mit dem nicht stimmt, aber irgendwas stimmt definitiv nicht mit ihm. So. Jetzt kommen wir zu ihm. Da ist er. Wer wagt es, meine Studien zu unterbrechen? Mein Name ist... Ich will deinen Namen nicht wissen. Er ist unwichtig. Wichtig ist nur, dass du der Erste seit vielen Jahren bist, der meine Golem-Rätsel gelöst hat. Interessanterweise auch für euch, Xardas ist der Sprecher. Also man hört auch am Anfang, dass jemand die Geschichte erzählt, wie es zur Minekolonie kommt. Und das hieß ja auch, ich war einer dieser Magier. Und das erzählt Xardas. Und auch noch, was ich erst gestern erfahren habe, Xardas Sprecher lebt in der Nähe von einem Mitstudent von mir. Das fand ich sehr interessant. Der kennt den. Fand ich sehr interessant. Würde mich auch sehr interessieren, den Mann wohl persönlich kennenzulernen, weil ich finde, er hatte unglaublich angenehme Stimmen. So, fangen wir doch mal an mit ein bisschen Smalltalk. Gab es andere Besucher? Nicht viele. Und als sie mir lästig wurden, machten sie Bekanntschaft mit einem meiner höheren Wesen. Du bist wohl gerne ungestört, was? Okay, dann fangen wir mal von Anfang an, ne? Hier. Der sogenannte Schläfer soll ein übler Erzdämon sein. Das hat die Bruderschaft im Sumpf herausgefunden. Die Wassermagier glauben nun, dass wir alle in der Kolonie in großer Gefahr seien. Die Gefahr ist größer, als irgendjemand innerhalb der Barriere erahnen kann. Ja, das klingt ja gut. Das heißt, der weiß anscheinend schon Bescheid. Und zwar mehr als alle anderen. Dann machen wir hier. Die Feuermagier sind alle tot. Gomez hat sie ermorden lassen. Das wundert mich nicht sonderlich. Diesen dummen, barbarischen Schlechtern in der Burg, allen voran Gomez, war noch nie zu trauen. Choristo und die anderen Magier haben sich ihren Henker selbst gewählt, als sie Gomez damals halfen, die Macht an sich zu reißen. Okay. Also das scheint ihn allen besonders zu berühren. Und dann hier. Saturas schickt mich. Wir brauchen deine Hilfe. Die Wassermagier wollen ihren großen Erzhaufen... Der Erzhaufen ist nicht die Lösung. Nein? Nein. Okay. Mehr bitte? Wenn die Sprengung des Erzhaufens die große Gefahr nicht beseitigt. Vergiss den großen Erzhaufen. Seine Energie wird die Barriere nicht sprengen können. Hätten Choristo und Saturas in den letzten Jahren weniger Zeit für ihre törichten und eitlen Streitereien verschwendet, dann wüssten sie jetzt vielleicht auch das, was ich weiß. Was denn? Keiner der 12 Magier von damals scheint sich je gefragt zu haben, warum die Erschaffung der Barriere außer Kontrolle geriet und sie diese riesigen Ausmaße annahm. Das sind ja alles ziemliche Knetköpfe anscheinend, aber der nicht. Hast du es herausgefunden? Eins ist auf jeden Fall klar. Die Antwort liegt tief unter der Stadt der Orks. Die Stadt der Orks? Die Orks sind nicht etwa, wie viele glauben, Tiere. Ihre Kultur reicht fast ebenso weit zurück wie die der Menschen. Vor vielen 100 Jahren beschwörten 5 Ork-Schamanen einen uralten Erzdämonen, um ihrem Clan die Macht zu verleihen, ihre Feinde zu vernichten. War dieser Erzdämon der Schläfer? Diesen Namen gaben ihm die Orks erst viel später. Doch warum sie das taten und warum sie heute vor diesem Überwesen in Furcht erzittern, werde ich dir nicht erzählen. Okay. Aber warum? Warum nicht? Ich glaube, du könntest der... Nein. Um mir ganz sicher zu sein, musst du noch eine weitere Aufgabe lösen. Was für eine Aufgabe? Hör gut zu. Die Orks haben einen ihrer Schamanen aus ihrer Stadt verbannt. Okay. Warum haben sie ihn verbannt? Das konnte der sterbende Orkkrieger, der von einem meiner Dämonen befragt wurde, nicht mehr von sich geben. Klingt ja auch sehr freundlich.
Was hat dieser Ork-Schamane mit meiner Aufgabe zu tun? Er wird dir den fehlenden Teil der Geschichte über den Schläfer erzählen. Ein Ork-Schamane wird sich wohl kaum mit mir unterhalten. Willst du nun meine Hilfe oder willst du sie nicht? Doch schon, aber... Dann stelle meine Worte nie wieder in Frage. Suche den Schamanen. Er ist nicht gut, auf seine Brüder in der Orkstadt zu sprechen. Also wird er dir vielleicht zuhören, bevor er dich zu einer lebenden Fackel macht. Sehr beruhigend. Ja. Wo hält sich dieser Verbannte auf? Gehe zum alten Kastell, östlich von hier. Es ist nicht zu übersehen, denn es steht auf dem Gipfel eines hohen Berges, der schon von weitem zu sehen ist. Kann man es so einfach betreten? Es wird zwar noch Altes Kastell genannt, aber genau genommen stehen da nur noch die Grundmauern. Es ist schon seit vielen Jahrzehnten eine Ruine. Ja, da waren wir ja auch schon. Du hättest gar nicht froh müssen, ob man es betreten kann. Ich werde mir die Antworten von diesem Schamanen holen. Mein Diener hat dir ja bereits eine Teleportationsrune für das Pentagramm einen Stock tiefer gegeben. Damit sollte es kein Problem für dich sein, wieder hierher zurückzukehren. Okay, so, hier noch. Ich suche magisches Wissen. Sehr schön, da hat er was für uns. Skelette beschwören, Hohoho, Golem beschwören, Monster schrumpfen und Untote vernichten. Ja, geil. Auf sowas habe ich gewartet. Monster schrumpfen. Ja, komm, weil es so schön ist, holen wir uns immer was davor. Und Golem beschwören können wir uns auch mal holen. Skelette beschwören haben wir zuhauf. Das heißt, wir können jetzt durchaus mal ein bisschen Schampel wieder loswerden. Und sieht so aus, als hätte er wirklich nützliche Sache für uns. So gute Xardas. So, Horn hätte ich ganz gerne noch behalten. Und der Rest bezahlen wir hier in Naturalia. So. Ja, ist doch mal schön, dass der Mann hier ein bisschen was hat, was uns nützlich sein kann. Aber hier wird Untote vernichten als Kreis 4 Argeber. Finde ich auch interessant. Huch, Gesundheit, Hugo. Der scheint jetzt zu niese wie ein Blöde hier, der Clay. Irgendwas scheint ihn zu stören hier. Aber er sitzt eigentlich er liegt relativ ruhig auf dem Bett. Also es ist glücklicherweise nichts, was ihn arg stört. Aber irgendwie scheint er was zu haben, wenn er die ganze Zeit niest. So. Wenn wir das noch los hier, das ganze Zeug. Mann. Dauert halt auch immer ein bisschen mit dem Handeln. Aber Monster schrumpfen haben wir ja bei dem Troll gesehen, dass das sehr hilfreich ist. Und Golem-Beschwörer könnte möglicherweise auch von Hilfe sein. Untote vernichten ist eher ein ultra geiler Zauber. Damit sind uns keinerlei Skelette oder Zombies mehr irgendein Problem. So, dann sind wir gleich soweit. 550. Noch etwas, was 6 kostet. Nee. Das kostet nicht 6. So. Irgendwas Kleines noch eventuell hier parat. Na, so. Irgendwas Kleines, was 6 kostet. Ansonsten wiege ich das Ganze mit Pfeile auf. So. Und Dankeschön. Sehr schön. Was gibt's dann hier noch? Nix. Na gut. In Gothic 2 finde ich das schön gelöst. Da sind dann solche Bücherständer. Sind dann durchaus auch nochmal dazu geeignet, dass man nicht hier so als Ambiente rumsteht, sondern man kriegt Erfahrungspunkte oder sogar irgendwelche Fähigkeiten verliert, wenn man sowas liest. Das finde ich sehr, sehr cool. So, jetzt haben wir aber hier neue Aufgabe, der verbannte Ork-Schamane und Xardas, der Dämonenbeschwörer. Endlich habe ich Xardas getroffen, doch die Begegnung verlief völlig anders als erwartet. Er interessierte sich überhaupt nicht über den Erzhaufen, sondern erzählte mir den ersten Teil der Historie des Schläfers. Ich bin nicht sicher, wie ich Saturas vom Verlauf dieses Gesprächs berichten soll. Okay, das werden wir ja noch sehen. Aber das werden wir morgen sehen bei Let's Play Gothic auf Pelzig. Also machen's gut und habt noch einen wunderschönen 2. Weihnachtstag, ihr liebe Leute. Wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr wollt. Iron Yankee.